Kein Klopf, Klopf, bitte rein. Schade. Ja, Leute, willkommen zurück zu The Last Story, New Game Plus. Letzte Folge war... Alter, die ganzen Reichtümer, ist klar. Letzte Folge war ja sehr informativ, vor allem was das Fremde und dessen Ursprung anbelangt. Und ja, heute soll Sale zum Ritter geschlagen werden und Kalissas Frau bekommen. Klingt eigentlich schön. Eigentlich. I never wanted all this. Is this what I've been fighting for? I never wanted all this. Is this what I've been fighting for? Offenbar ja. Ja, was man sich wünscht und was man bekommt, das sind meistens zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ah. Stellen wir nie vor. Das ist auch schon Feuer und Flamme, okay. Tja, dann gehe ich halt mal rüber. Weil in Girals Zimmer nachgucken will ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte jetzt wenig Bock drauf. Relativ wenig los hier. The Count is very busy at the moment. Please come back later. Okay. It's very, very busy. Busy. Ja, Leute, Zeremonie, wa? Wir werden zum Ritter geschlagen, wir werden eine Hochzeit gefeiert. Geil, eigentlich. Ja, wo es das letzte Mal so weit war, da kamen die Guraks. Mit Sengurak. Ich meine, klar, zusammen auf die gleiche Art und Weise angreifen ist vielleicht ein bisschen stillos, aber ich würde es ihm zutrauen und deswegen, ja, für noch ein bisschen Informationen sammeln, bis es soweit ist. Ich weiß ja nicht. Angenommen die Hexe. Jetzt wissen wir uns mal, wie die Hexe überhaupt aussah. Die Waffe. In Schloss Latzlis ruht an einem geheimen Ort eine mit übernatürlicher Macht erfüllte Waffe. Durch sie fließt die gewaltige Energie des Fremden, gebündelt zu äußerster Zerstörungskraft. Solche entsetzliche Macht. Mit nur einem Schuss zerfällt ein ganzes Bergmassiv zu Staub. Darf nur mit Weisheit und einzig abschreckender Wirkung zum Schutz des Kaiserreichs eingesetzt werden. Verwendung finden darf diese Waffe nur im alleräußersten Fall, wenn Latzlis andernfalls im Untergang geweiht wäre. Klingt logisch. Agenans Ritual. Die magische Formel, die ich erläutern möchte, das Ritual himmlischer Befreiung ist mein Lebenswerk. Im Voraus ging das Ritual himmlischer Beschwörung und nur wer dabei zugegen war, kann auch das Ritual himmlischer Befreiung abhalten. Die Hexe und ich oder aber zwei direkt Nachfahren. Die beiden müssen sich ein zweites Mal am Sternenturm einfinden. Das heißt also, ich meine, ja, geschrieben wird es natürlich von Agenan, das ist klar. Kalista ist ja seine Nachfolgerin und das heißt, also irgendwie Nachfahre. Zwei direkt Nachfahren, das heißt aber in diesem Sinne, dass der Nachfahr der Hexe in diesem Sinne Sale sein muss. Oder sehe ich das gerade falsch? Der Vollzug des Rituals wird es erstmalig ermöglichen, mit dem Fremden direkt in Kontakt zu treten. Schön. Am wichtigsten ist die Gegenwart einer Person, die das Mal des Fremden trägt. Erst dadurch wird eine Kommunikation mit dem Fremden möglich. Für das Ritual sind keine komplizierten Vorbereitungen nötig. Die Nachfahren müssen sich an den Händen fassen, dann genügend der Wille, ihm zu begegnen und ein Wunsch im Herzen. Der Wunsch, es möge eine gute Zukunft anbrechen, für uns wie für das Fremde. Das Lied der Hexe. Es gibt ein Lied, das der Gründer des Hauses Agenan sehr gerne sang. Man erzählt sich, es sei das Lieblingslied einer Frau gewesen, die er einst liebte. Wer diese Frau war, darüber ist wenig bekannt. Manche behaupten, sie sei unter dem Namen die Hexe bekannt und berühmt gewesen und das Lied stamme aus ihrem Heimatdorf. Das Lied ermutigt den Sänger, seinem Traum zu folgen, auch wenn ihn Rückschläge ereilen. Er soll die Flügel ausbreiten, mit Menschen, die er liebt, emporfliegen. Das Fliegen ist das zentrale Thema und steht wohl für Freiheit und Hoffnung, aber auch für den Glauben, beides durch eigenes Bemühen erreichen zu können. Dem Gründer des Hauses Agenan, der die Viren des Krieges selbst überlebt hatte und täglich für Frieden kämpfte, muss dieser Wunsch mehr bedeutet haben als alles andere.
Schön, damit haben wir alles durch, Freunde. Das war die Geschichte von Lazulis. Geil, wir können das Let's Play beenden. Nee, natürlich nicht. Das war ja die Geschichte vor Lazulis. Vor der Last Story, meine ich natürlich. Stimmt, war irgendwie... das wäre natürlich eigentlich hammergeil, wenn man so ein The Last Story Spiel hätte, wo es echt darum geht, um Argen und den ersten plus die Hexe. Wobei jetzt hier die ganze Geschichte, also was soll man da noch groß zocken können, was irgendwie spannend wäre. Kein Plan. Aber könnte trotzdem cool sein. Ah, alles vorbereitet, krass. Irania. Einer entdeckt. Das Buch in der Bibliothek. Aber schon gelesen. Also ich hoffe zumindest mal, dass ich das schon gelesen habe. Bisschen noch dran. Lowell, was machst du denn hier? Hey, sehr Glückwunsch, Alter. Bleib stark, okay? Was ein Schicksalsfremde. Wie ist das, wenn wir unser Kumpel bleiben? Falls du Rain suchst, wirst du sie nicht finden. Aber man wird es nie verstehen. Ja gut, da ist mit Weiber und so. Nee, Quatsch. Wenn Frauen verstimmt sind, haben sie immer einen Grund. Im Gegensatz zu Männern. Also, haben wir zumindest mal sagen lassen. Soweit alles noch cool. Dann direkt mal zu Ariella. Ariella. Denn ich hatte keinen Plan, wo ich sonst hin sollte. Der Gut ist auch hier, okay. Sabrina, alles cool. Doch, Sel, ich komme zur Zeremonie, keine Angst. Das Kalista ist eine hübsche, das muss man sagen. Das ist der richtige Sagen an einer Frau, ist dir das klar? Also pass besser auf, dass du den Kalista nicht versaust. Jetzt hänge nicht rum, geh schon, du verdiebst mir einen Alk. Alk. Der Gwen? Heute beginnt ein neues Leben für uns. In noch Tagen kann unser Tag erfüllt Sel. Aber komm nicht zu spät ins Schloss. Okay, Spaziergang. Hinweis darauf. Okay, ich laufe mal hin. Wir haben noch genug, das ist gar kein Thema. Erst knapp 8 Minuten rum. Krass. Ja, Freunde, genießen wir es noch einmal durch Lazulis zu spazieren, zumindest teilweise zu spazieren. Denn vermutlich wird es nie wieder so sein, wie es jetzt ist. Oder wie es einmal war. Hereinspaziert, willkommen in der Arena. Ja, Mann, Arena. Ach ja. Schöne Stadt, war. Auch wenn es von dem her eigentlich nur die VIs nur 480p sind. Also theoretisch schon 27, aber halt nur durch ein HDMI-Kabel. Adapter. Ja, Adapter war's. Egal. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Master Zale, the preparations for your knighting ceremony are complete. As a knight, you will not be able to return to town without the Count's permission. Are you prepared? Ohne Erlaubnis, als Ritter darf ich ohne Erlaubnis des Grafen das Schloss nicht verlassen. Ach du Scheiße. Na, ein schlechter. The ceremony will begin shortly. Also im Prinzip ist zum Ritter geschlagen zu werden und Heirat gleichzeitig ist das Sklaverei, wenn du so willst. Oh, worauf haben wir uns darauf nur eingelassen, wa?
Zale and Callista faced the day ahead, each with their own doubts and fears. Yet they understood that they were about to achieve something they had always dreamed of. Kapitel 32. Schloss Lazulis, Gemächer des Grafen. Take this. You must present this sword to the Count. It represents your oath of fealty as a knight. A knight must value his oath and his master above all else. Do you understand? Yes. Zale, do you swear to remain my loyal knight until the day that you die? Den Schwur verweigern. Mhm. Und gleichzeitig geköpft werden? Why did I decide to become a knight in the first place? Why did I decide to become a knight in the first place? Zale, du machst mir nicht gerade einfach. Why did I decide to become a knight in the first place? Ja, super. Why did I decide to become a knight in the first place? Ja, das wird eine geile Hochzeit. Und zwar ist die damit abgesagt. What are you doing? Get on your knees and present that sword to me. My apologies, Count Argonan. I am afraid I cannot bring myself to swear fealty to you. What did you say? You told me that you started this war for the sake of saving lives. But I believe you know better than that. You know what is causing the land to decay. Why did you visit that hidden accursed place? What nonsense were you told there? Your ancestor summoned the outsider to this land to put an end to an ancient war. And that may have been the right choice. But now, it is draining the land's energy, causing suffering and conflict across the world. You must have been aware of this. Yet you chose to use this power to further your own ambition. And what if I did? The power of the outsider belongs to the House of Argonan. And it is precisely because of this power that I am able to offer you a knighthood. Do you not wish to become a knight, Zale? Your knighthood can go to hell! You don't have the right to decide who's worthy of a knighthood. If becoming a knight means serving you, I'd rather stay a mercenary for the rest of my life. I'm not so low that I'd sell my soul for the sake of a pretty title. After him! Bring him back here! Yes, sir. Oath or no oath, in that man's chest beats the heart of a knight. And a knight's resolve cannot be subdued. If you mean to go after him regardless, then you must strike me down first. Ich muss zugeben, ich muss leicht schmunzeln. Also reinschwingen kann Zale, muss ich ihm lassen. I have to tell Callista. Ja, und nachher schnell abhauen. To create more sadness and suffering. All I ever wanted was the strength to protect the people I care about. How did it take me so long to realize? Ich weiß auch nicht, aber Zale, wir müssen uns beeilen. Ich meine, er hält den Graf und seine Leute sicher gut auf, aber, Evi kann uns auch keine Zeit verschaffen. Nein. So,
you refused your knighthood. You knew then. I could tell. We've worked together for so many years. I know how your mind works as well as I know myself. Then please, let me do what I have to do. Sorry, but I can't. Dagran, How hard do you think I've worked to make your dream come true? And just when it's finally about to happen, you want to throw that all away? This isn't just about you. If you walk out of here, all of our futures will be shattered. Are you all right with that? I am sorry, Dagran. I really appreciate everything you've done, but I just can't do this. In that case, I'll have to stop you by force. I'm sorry. Und so zerbricht wohl eine Freundschaft. Hey, Seren, can't you at least pretend to have some manners? It makes me sick, what that idiot's doing. Is he really alright with this? All right with what? Did you see Callista's face? Not a trace of a smile on it. And this is her wedding day. He gets the knighthood, he gets the girl, but does he deserve it if he can't even make her happy? Seriously? I know what you're saying, but he made this decision. We've got to support him in that. So let's lighten up, yeah? Huh. Master Zale! Lady Callista is not yet ready! I finally figured it out. Callista, I know what I have to do. Let's put an end to this war, and let's live our lives together, in freedom. Please, Callista, come with me. Wait! Callista, Zale has refused to accept his knighthood. The wedding's off! No. If he has truly refused to serve you, I would choose him 1,000 times Callista, over. do you mean to defy me too? Enough! Come with me. I've had enough of doing as you say. Capture them at once! Beautiful work, Zale. You've mastered everything I ever taught you. We'll handle things here. So get going. Show those idiots what you're made of. I'm so glad you finally realized, Zale. Echt ein heißes Kleid. Wir müssen eigentlich los. Entschuldigung. War gerade leicht abgelenkt. Sag mal, Kamera, kannst bitte mal normal werden? Dankeschön. Ja, alle begreifen es außer Dagran. Schön. Freut mich. Ja, und jetzt brauchen wir ab. Oder wo gehen wir hin? Ariel Saverne geht schlecht. Das wird Dagran sofort riechen. Und so momentan drauf ist, wird unser Pfeifen. Vielleicht, keine Ahnung. Die Musik ist so geil, wie sie aber einige geklatscht hat, ey. So much for all of this, Zale. But what are you going to do next? Destroy the Lazarus cannon. With its power gone, the Count won't be able to carry on with this war any longer. Right. And then, we get rid of the Outsider itself. It doesn't belong in a peaceful world. Ich speichere mal lieber. Die Lazulis kann uns zerstören. Super, dann sind wir auch noch Feind von Lazulis offiziell. Geil. Was das Problem ist, Leute, jetzt sage ich es auf dem Weg, na Zale, warum tust du das und so, aber wenn ich an der Stelle wäre, würde ich es genauso machen.
Beeilen wir uns, Callista! Die Musik. Ja, wo ist der Gwyn? Das ist eine gute Frage. Warte, müsste auch irgendwo nicht sein. Na gut, vielleicht schmollt auch irgendwo in der Ecke. Aber Callista ist langsam als Frau. Ich meine, ich finde es hübsch und so, gar kein Thema, aber vielleicht ist momentan nicht. Ah, okay. Ganz wechseln. Vielleicht für sowas ein bisschen unpraktisch. Na gut, andererseits müssen sie über den Schein wahren und ja. Vielleicht denken so einige Leute schon, dass der Wasser vorbei ist und deswegen, ja, jubeln sie uns zu. Kann ja auch gut sein. The control room is on the upper floor. Dann auf und davon. Zerstören wir die Kanone von Lazulis. Das Rennen zerstören wird schwieriger, oder beziehungsweise loswerden. Dann brauchen dazu noch die andere Hälfte. Good. There's no one around. As long as that cannon exists, the Count will never give up on this terrible war. Wie zerstören wir das Teil? Ah, vielleicht gar nicht hier, sondern die Kanone selbst, wa? Wäre eine Idee, weil ich glaube, das ist ja die Energieversorgung von Lazul. Wenn wir die schrotten, dann ist alles im Arsch. Musik wird sich weg, okay, wir müssen richtig sein. This worthless piece of... What the... Die Gura kam eine schwimmende Festung? Amidst the dark clouds that engulfed the horizon, a titanic form drew ever closer. It seemed that the Gurak had successfully harnessed the power of the other half of the Outsider. Their repeated assaults upon Lazulis Castle had been in order to steal certain secrets of Argonan technology. And so, the Gurak constructed a second moving island. A mighty fortress of unimaginable strength. And every one of its countless armaments was aimed squarely at Lazulis Island. Jetzt sind wir aber richtig am Arsch.